Wo der Baumgarten gegangen ist, hat der Stauffacher noch ein paar Worte mit dem Tell reden. Ich fahre nach Altdorf, um zusammen mit dem alten Fürst Verbündete zu suchen. So kann es nicht weitergehen, Tell. Die Landvögte wüten in unserem schönen und freien Land, wie es ihnen passt. Überall, wo man heranschaut, passieren Grausamkeiten. In den Dörfern herrscht Unrecht und die Leute haben Angst. Angst um Leib und Leben. Wir sind freie Männer und dürfen uns das nicht mehr länger gefallen. Ich denke gleich, lieber Freund. Aber vergesst nicht, in diesen schwierigen Zeiten kann man nur auf sich selber zählen. Aber Tell, gemeinsam werden auch die Schwachen mächtig. Der Stark ist am mächtigsten allein. Aber macht, was die für richtig halten. Und wenn ihr mich braucht, dann ruft und ich will euch helfen. So, jetzt begleite ich euch auf Altdorf. Altdorf ist fleissig gearbeitet worden. Erbarmungslose Vogtsknechte haben einheimische Handwerker gezwungen, riesige Zwingburgen mit Gefängnissen drin zu bauen. Mit diesen Festungen haben die machtgierigen Vögte probiert, die Einheimischen im ganzen Land einzuschüchtern. Da siehst du es, Tell, dass wir so etwas noch erleben müssen. Sind wir dann nicht mehr Zürich, im Land der Freiheit. Jetzt schaut dir mal das Gefängnis an. Wer hier eingesperrt wird, hört den Göckel nie mehr kreien. Die dicken Mauern sind für die Ewigkeit gebaut. Was von Hand aufgebaut worden ist, kann von Hand auch wieder abgerissen werden. In dem Moment sind kaiserliche Kriegsknechte unter lautem Trommellärmen durchs Stadttor geritten. In ihrer Mitte haben sie einen Hut auf einer langen Stange getragen. Im Namen des Kaisers, höret! Ihr seht diesen Hut, Männer von Uri. Man stelle ihn in Altdorf bei der Linde auf. Es ist Vogt Gestlers Wille, dass ihr euch mit entblößtem Haupt vor diesem Hut verbeugt, als stünde der Vogt persönlich vor euch. Er will sich damit eurer Gehorsamkeit sicher sein. Wer sich diesem Befehl widersetzt, wird sofort eingesperrt. Ha, wir sind frei und stolz und sollen uns vor einem Hut verbeugen. Nie und nimmer. Xander, Tell, es ist höchste Zeit. Heute muss etwas passieren und nicht erst morgen. Ich gehe jetzt gerade zum Walter Fürst. Dann wünsche ich euch viel Glück, Werner. Ich kann euch leider nicht begleiten. Ich muss heim zu Frau und Kind. Aber Freund, so allein lasst ihr mich in dieser schweren Stunde.